Herzlich willkommen zum Viva la Movie. Herzlich willkommen zu Viva la Schlaganfall. Herzlich willkommen zum Viva la Movilusion Podcast mit Kani. Hi. Und mit mir, dem Corby. Und heute haben wir ein Thema, wo uns schon einige immer sehnsüchtig gefragt haben, wann wir diesen grandiosen Film besprechen. Und zwar besprechen wir heute Diego Maradona, einen Dokumentarfilm über Diego Maradona. Kani, wie hat er da gefallen und warum wolltest du unbedingt diesen Film sehen? Ich fange an mit dem, warum ich es unbedingt sehen wollte. Es war auf Drängeln hin von dir, dass wir uns doch das bitte anschauen und besprechen. Dann haben wir gedacht, den Scheiß mal da. Wie hat es mir gefallen? Ich bin jetzt kein Fußball-Nara oder so ein Ding. Das habe ich probiert, aber irgendwie ist mir die Zeit schade, dass ich mir 1,5 Stunden völlig überbezahlte Idioten am Ball nachlaufen anschaue. Die Doku ist aber tatsächlich, also handelt wirklich mehr um die Figur selber als jetzt groß als um Fußball. Das ist natürlich gezwungenermaßen dabei, aber es wird wirklich intensiv auf die Figur Maradona selber eingegangen, wo es als Figur ja nicht einmal so falsch beschrieben ist, weil einige in der Doku sagen, dass Maradona eine Figur war, die er gespielt hat und der Diego eigentlich so der normale Mensch war. Es war interessant, vor allem wenn man jetzt sagt, man hat Interesse an der Person selber, weil ich den geil finde, ich mag nicht, ich finde, das ist ein arroganter Idiot. Dann ist das auf alle Fälle immer interessant und für mich jetzt als Außenstehenden war es okay, das anzuschauen. Es war nichts, es ist ein bisschen was dabei, dass man vielleicht einmal fachsimpeln kann, wenn man doch einmal in ein Fußballgespräch verwickelt wird und versucht, mit gefährlichen Halbwissen zu glänzen. Ja, ansonsten war es ein Gefallen meinerseits im Corby gegenüber. Gut, dann kommt natürlich die Frage, warum habe ich mir den Film angeschaut, weil diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich jetzt auch nicht unbedingt der Fußball-Narr bin. Ich bin ganz froh, dass ich weiß, was ein Anstoß ist und warum die Leute jubeln, wenn es ein Tor gibt. Ich schaue mir Fußball eigentlich nur dann an, wenn entweder EM oder WM ist, weil dann kommt man nicht in die Verlegenheit, dass man dann sich für irgendeine Mannschaft entscheiden muss und dann kommt es immer darauf an, mit wem du gerade beieinander bist, weil sobald du die falsche Mannschaft anfeuerst, hast du gleich wieder, du Idiot, und das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Du bist dann auch einer von denen, der da sitzt und fragt, zu wem helfen man? Kommen wir zu die Roten oder kommen wir zu die Blauen? Nein, da frage ich nicht. Ich jubel einfach dann, wenn die Mehrheit jubelt. Okay. Aber wie komme ich dann zu der Doku von Diego Maradona? Asif Kapadia ist ein Filmregisseur, der auch schon Dokumentarfilme über Amy Winehouse zum Beispiel gemacht hat. Und das Besondere daran ist, er arbeitet in diesen Dokumentarfilmen immer mit Realausschnitten, stellt nichts irgendwie nach und versucht anhand von diesen ganzen Filmausschnitten einen Film daraus zu machen. Und da muss man sagen, und vielleicht kannst du da selber was dazu sagen, Diego Maradona kommt gar nicht so wie der typische Dokumentarfilm rüber, weil du eine Handlung da drin erkennst. Also du verfolgst ja praktisch den Werdegang von Diego Maradona, wie er zum Fußball gekommen ist, wie er dann in dem Fußballverein von Neapel war, von 84 bis 91, wie er halt da wirklich eine grandiose Zeit durchgemacht hat, dann bei der Fußballweltmeisterschaft 86 der damaligen Mannschaft, ich glaube, es war Argentinien, zum Ruhm verholfen hat, beziehungsweise zum Sieg und dann auch als Hand Gottes betitelt worden ist. Also man merkt schon, ich kann mir das alles hervorragend merken, wenn ich es jetzt nicht gerade irgendwo abgelesen hätte. Und wahrscheinlich habe ich es sogar falsch abgelesen, da bin ich mir nämlich gerade überhaupt nicht sicher. Ja, es war tatsächlich Argentinien, das wissen wir. Und ja, genau, Hand Gottes war dann auch diese verrückte Bezeichnung, die er da eingeführt hat, als er per Hand ein Tor gemacht hat. Man sieht halt auf jeden Fall sein Aufstieg und auch wieder seinen Fall, den er durchgemacht hat. In ein paar Jahren war er wirklich sowas wie eine Gottheit innerhalb von Neapel, beziehungsweise schon in fast ganz Italien. Und ein paar Jahre später hasst ihn eigentlich fast wieder jeder.
Warum das so ist, wollen wir euch tatsächlich auch nicht direkt verraten, weil es lohnt sich wirklich, den Film anzuschauen und wie es der Kani schon gesagt hat, auch wenn man kein Fußballfan ist. Jetzt auf das, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht noch kurz zurückzukommen, wie ist denn dir der Film vorgekommen? Ihr habt zwar zu dir gesagt, das ist ein Dokumentarfilm, aber ist der dir auch ununterbrochen so vorgekommen? Nein, es ist tatsächlich so gemacht, dass man nicht die ganze Zeit nur Dokumentation im Kopf hat, sondern es ist so eine Mischung aus Dokumentationsbiografie, sage ich mal, weil eben man wirklich so die Handlung von klar auf, es glaube ich, wird er sogar erzählt, sein erstes Ding, wo er angefangen hat zum Fußballspielen damals, von David bis er zur Koksnase geworden ist. Es ist nicht so, wie man sich eine typische Doku vorstellt, sondern es nimmt dir wirklich ein bisschen mit, dass der dann, auch wenn du jetzt kein Fan oder so eben bist, aber du hast dann doch Bock drauf, dass du sagst, okay, jetzt interessiert mich schon, wie ist er dann eigentlich zu der aufgeschwemmten Koksnase geworden, die jetzt am Ende ist. Das erzählt dieser Dokufilm auch recht schön und angenehm fließend dahin. Vor allem, es werden halt dann auch die ganzen Umstände drumherum auch noch gezeigt. Warum haben sie ihn nach Neapel geholt? Er ist gebürtiger Argentinier. Zumindest so, wie es mir am Anfang vorgekommen ist, hat er wahrscheinlich nicht einmal Italienisch verstanden. Und du merkst halt echt so die ersten Jahre, wo er eben da in Italien ist, dass er sich da vielleicht selber erst noch ein bisschen zurechtfinden muss. Er ist halt so dieser Profifußballer, den man so manchen Profifußballern zuschneiden kann, die halt einfach für nichts anderes da sind, als außer zum Fußball spielen. Du siehst halt dann aber auch, dadurch, dass du halt dann auch viel aus dem Privatarchiv von seiner Familie gezeigt kriegst, wie er so als Mensch dann war, wie er dann auch beim Feiern war, wie er damit umgegangen ist, dass er eben so als Gottheit wahrgenommen worden ist und unter anderem auch, was so mafiatechnisch da alles passiert ist. Ja, er hat eigentlich nichts auslassen, gell. Er kommt da zu dem Neapel-Club hin, der, glaube ich, bis dahin noch nie einen Titel gewonnen hat, noch nie eine Meisterschaft gewonnen hat. Und der Maradona, der baut diese Mannschaft, das ganze Spiel und Team so auf, dass es da dann steil bergauf geht, sie eben auch Titel gewinnen. Es war ziemlich krass, wenn man da sieht, wie Neapel in Italien behandelt worden ist, beziehungsweise was die für einen Stand hatten. Sind immer als Kloake Italiens, glaube ich, bezeichnet worden. Also der Diego hat hat sich ziemliche Anfeindungen gegenüber gefunden. Und mir wundert es auch nicht, warum er zu dem Menschen geworden ist, der er war, beziehungsweise warum er dann auch immer sauber Koks ballert hat. Weil er hat dann nur noch Schmerzen gehabt und ist durch Spritzen so aufpeppelt worden, dass er wieder zumindest die 90 Minuten auf dem Platz durchhält. Und da brauchst du dann auch nicht wundern, wenn einer auch außerhalb von den 90 Minuten, wo er wahrscheinlich auch Schmerzen hat, irgendwie versucht, das alles jetzt zum Betäuben. Also am Ende von der Doku habe ich mir gedacht, ich mag ihn zwar nicht, weil ich finde, er ist ein arroganter Idiot, aber irgendwo ist es auch nachzuvollziehen, warum er so ist, wie er eigentlich ist. Ja, weil es einfach krass ist, was manche Menschen erleiden und durchmachen, einfach nur damit gewinnen. Man kann es bestimmt nachvollziehen, wenn für den jungen Mann das ganze Leben eigentlich Fußball ist oder beziehungsweise der halt auch in jungen Jahren schon gemerkt hat, okay, Fußball ist meine Fahrkarte für mich und meine ganze Familie raus aus irgendeinem armen Leben. Weil das sieht man halt dann auch, er ist halt in ärmsten Verhältnissen groß geworden in Argentinien und durch das ganze Fußballspielen ist er halt wirklich irgendwann diese Hand Gottes geworden in Italien, wo dann teilweise wochenlang wirklich seine Siege gefeiert worden sind. Also da gibt es ein paar Ausschnitte, das ist einfach übel, das kann sich niemand vorstellen, wie es in Neapel zugegangen ist, nur weil der Diego Maradona der Mannschaft zum Sieg verholfen hat. Ja, da gibt's dann teilweise, man sieht dann auch teilweise ein paar Bilder, wo er dann als Madonna dargestellt wird. Wirklich so heiligen Bilder. Das ist einfach krass. Wenn du das anschaust und dann, wie du schon sagst, später dann die Koksnase Maradona dann auf einmal daherkommt. Das sagst du dann auch. Aufgeschwemmte Koksnase, gell? Ja, da wunderst du dir dann auch, okay, wie hat der Mensch so weit fallen können? Aber es heißt ja immer, je weiter oben man auf der Leiter steht, umso weiter fällt man herunter. Ein Zitat von Daniel Kanter. Ich kenne den Typen nicht, der das komische Zitat gesagt hat. Das kann schon der Mongo sein. Was ich noch recht cool fand, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, dass es
da immer hieß, dass er wirklich die Maradona seine Kunstfigur mehr oder weniger war. Die war das, sobald es um Fußball ging. Ja, aber daheim ein ganz anderer Mensch war und man ihm immer gesagt hat, zu Hause ist er der Diego und wenn er weg ist, ist er der Maradona. Und das sagt man, glaube ich, am Anfang recht schön, als er da auf Neapel gewechselt ist und es eben darum ging, was er mit dem Geld und macht und was sein Ziel ist. Und er, glaube ich, auch immer gesagt hat, er möchte seiner Mama ein Haus kaufen. Also da siehst du jetzt so richtig diesen Unterschied zwischen familiären, netten Menschen, der wirklich da was für seine Familie da möchte, und auf der anderen Seite dann ständig diesen arroganten Vogel. Das hebt die Doku auch besonders schön hervor, finde ich. Also bei mir ist jetzt ein bisschen länger her, dass ich die Doku zuletzt gesehen habe. So extrem arrogant ist er mir nicht vorkommen, sondern halt eigentlich eher immer sehr, sehr still und zurückhaltend. Und ja klar, wenn er dann was gesagt hat, dann war es jetzt nicht unbedingt das Intelligenteste. Liegt aber in meiner Vorstellung echt daran, weil er eben dieser Profifußballer ist und auf was anderes möchte ich mich halt dann auch nicht konzentrieren. Also gab es so viele Szenen, wo er arrogant rübergekommen ist? Da jetzt noch nicht so extrem, das stimmt schon, in der Doku ist es nicht so extrem. Bei mir spielt da immer noch die Erinnerung mit ein, als er da in Argentinien trainiert hat in der WM und gegen Deutschland da gespielt hat und da so saudumm, arrogant die ganze Zeit hergeredet hat, wer überhaupt ich glaube Müller oder da so dumm angeredet, wer das überhaupt ist und dass sie mit der deutschen Mannschaft den Boden aufwischen und was weiß ich. Das ist so ein bisschen die Erinnerung, die ich da noch von den Interviews habe, als ich, wenn ich nämlich dann WM oder so schaue, dann schaue ich doch ein bisschen intensiver mit, da bin ich dann doch ein bisschen dabei, so die typische Turnierbitch. Das habe ich da noch im Hinterkopf, was er eigentlich für ein arroganter Unsympath war oder ist. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein WM-Bitch wie du und tatsächlich zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, erst durch die Doku. Daher hat mich das eben jetzt da ein bisschen verwundert, dass du die ganze Zeit sagst, der ist so extrem arrogant, weil jetzt in der Doku kann man eher, sorry, wenn ich das sag, doof rüber. Das stimmt, aber er ist echt wie so ein bisschen so Depperl, ist er die ganze Zeit umgekommen. Ja. Aber es ist anscheinend wirklich, wenn man den schon länger kennt, weil ich habe die Doku angeschaut und dann haben wir Besuch gekriegt, da ist meine Mom vorbeigekommen, die geht rein, sagt, dass die Maradona-Doku läuft, sagt ihn sein Gefries auf dem Bildschirm und sagt sofort, was möchten ihr denn? Also ich glaube, wenn man da immer ein bisschen Erfahrung hat mit dem Affen, dann vor allem aus jüngerer Vergangenheit und so, dann hat man, glaube ich, nicht so ein gutes Bild von dem Vogel, das aber ein bisschen aufkommen wird, wenn man sich die Doku anschaut, weil er halt anscheinend auch wirklich dieser herzliche Familienmensch sein kann, das er aber, sobald er irgendwo im Mittelpunkt oder vor der Presse stand, war das weg und er war wieder dieser arrogante oder teilweise ein bisschen tölpelhafte Maradona auf. Da du und ich wahnsinnige Fußballexperten sind, könnten wir natürlich noch stundenlang über verschiedene Fußtechniken reden oder über die wahnsinnig tollen Szenen in der Dusche. Aber wir haben noch nicht ganz so viel Zeit und deswegen würde ich sagen, was hat dir gut gefallen und was hat dir nicht so gut gefallen an dieser Doku? Das ist bei so einem Dokufilm, finde ich, immer ein bisschen schwer, weil wenn du halt einfach neugierig bist und meine Doku, die erzählt ja meistens was Neues, an der man ein bisschen was lernt, dann gibt's sowas wie nicht gefallen, finde ich fast nicht. Zumindest habe ich jetzt noch keine Doku gesehen, bei der ich gesagt habe, totaler Scheiß, weil man immer irgendwas mitnimmt. Ja, wenn ich nämlich dann was hervorheben müsste, würde ich sagen, ist es die Erzählstruktur von der Doku, die das nicht einfach nur so Fakt für Fakt für Fakt abhakt, so im Staccato, sondern wirklich eine Geschichte erzählt, die ganz vorne anfängt, sie langsam steigt und am Ende angenehm ausklingt. Und wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, was mir nicht gefallen hat, weil wenn ich mir ein Doku anschaue, dann lerne ich in der Regel ein bisschen was dabei und dann bin ich schon zufrieden. Deswegen kann ich da nicht wirklich sagen, mir hat etwas nicht gefallen. Ist verständlich und auch gar keine so schlechte Erklärung. Darum bin ich jetzt gerade ein bisschen neidisch, dass ich nicht die Idee gehabt habe, das zu sagen. Was hat mir gut gefallen? Ich bin aber ähnlich unterwegs wie du. Ich habe über Maradona relativ wenig gewusst und habe sehr viel gelernt in dieser Doku. Ich habe die ganze Story drumherum nicht gekannt, wie er zu Neapel gekommen ist, wie er Neapel da zum Sieg verholfen hat, dann der ganze Trubel in der Weltmeisterschaft und also wirklich jeder sollte vielleicht, wenn er sie mal damit auseinandersetzen möchte, diesen Film reinziehen, weil er halt einfach stark ist. Ich habe schon viele Dokus gesehen und ich habe mir gedacht, ich gebe mir den jetzt mal bei Amy, also die Doku über Amy Winehouse schon echt gut war,
und ich mir gedacht habe, naja, nach 20 Minuten kann ich ja dann immer noch abschalten, wenn er mir nicht gefällt. Muss aber sagen, ab die ersten 5 Minuten, wo du halt dann merkst, okay, sagt er jetzt nochmal auch was und wer ist das, hat er die schon gepackt und du bleibst da die ganzen 130 Minuten lang voll dabei. Wenn ich drüber reden müsste, was ich jetzt auch muss, was mir nicht so gut gefallen hat, dann sind das die teilweise doch schnellen Schnitte. Dadurch, dass sie halt mit dem Privatarchiv gearbeitet haben und eben auch nur auf Originalszenen zurückgegriffen haben, geht's manchmal ein bisschen unter, was ist so in der Zwischenzeit passiert. Also da hätte ich mir zumindest vom O-Ton nur ein bisschen mehr Erklärung gewünscht, so was war zwischen den Jahren 69 und 90 oder so, oder warum ist er jetzt auf einmal bei der nächsten WM woanders, wenn das so war. Schau, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil es eben nicht erklärt worden ist. Ich glaube, er war aber immer bei Argentinien, oder? Wenn es um die WM gegangen ist, weil er halt dazugehört. Drum mehr Erklärungen in Dokus. Ja, genau, bezüglich Staatsangehörigkeiten von Leuten, die in Argentinien spielen. Genau. Ja, unseren Triple Threat, glaube ich, brauchen wir halt nicht mit einbauen, oder? Warum nicht? Okay. Sterben Tiere, Corby? Nein. Sag mal Titten, Corby? Ja. Aber nur Männer-Titten, oder? Na? Hat man Titten gesehen? Ich glaube schon, ja. Oh fuck, das wenn nicht stimmt, das schauen wir nochmal an. Aber sag mal Trompeten? Nee, ich glaube nicht. Aber ich kann mich ja täuschen. Beantworten könnt es ihr euch immer noch selber. Schaut euch den Film an, schaut, ob ihr irgendwo Titten seht oder lernt einfach was dabei. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal bei Viva la Movieillusion, der beste Podcast der Welt. Und was hat der Kani dazu noch zu sagen? Das gleiche wie immer. Liken, abonnieren, teilen und uns in eure Nachtgebete einschließen, weil wir geil sind. Ansonsten auch von mir fettes Danke fürs Zuhören. Genau, und ansonsten wünschen wir uns natürlich wieder für den nächsten Podcast unseren Mike zurück. Er hat gesagt, er darf furchtbar gern über Diego Maradona reden, stundenlang, aber er tut uns das natürlich nicht an, weil sonst hätten wir mir gar nichts zum sagen. Genau, und außerdem ist sein Fachgebiet sind Dokumentationen über das Paarungsverhalten von Nacktschnecken. Den Podcast werdet ihr euch dann später mal anhören dürfen. Wenn er durch die Indizierungsprüfung durchkommt. Oh ja, das wird schwer. Echte Hardcore-Aufnahmen. Dann bis zum nächsten Mal, euer Corby und euer Kani. Servus.